Ekran! Laat ons topranen en God kennenleren. Welkom lieve vrienden, welkom te Ekran. Dankzij dat u vandaag waar du bist. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb hier vandaag met mijn goede vriend Jake Dick. Zo, voor het programma hebben we ik en mijn vrouw gereed over dingen ertreiken. En dat reden we alle im Heim. Dus wo is dat im Heim? Dus wo dat je daar natuurlijk in die dingen ertreiken. En we horen wat roods wat ons geholpen horen. En vielleicht heb je nog een deel andere roods wat jullie geholpen doet ook. En Jake, du bist nu dat we dat programma nog niet bevriend. En we willen waar over dingen reden. We hebben het thema genannt, Kinder, die zijn onze toekomst. Jake, wat wil we met die over Kinder reden willen? Du hast je kleine Kinder. Was ich auch meist mit fand ich, dass ich als Soltero und nicht Kinder auf das Programm reden würde für so ein Thema. Aber an der anderen Seite, ich glaube, es ist wichtig, dort auch so eine Person als ich, die noch nicht Kinder haben, die noch Soltero sind, die nicht befreit sind, dass wir auch die Kinder, die Rahmen an sind, viel achten dann. So, dort ist sehr wichtig. Und ich weiß aber nicht alle Menschen gleiche Glücke sein Kinder auf dieser Welt. Die haben irgendwie nicht, man sieht das einmal, ein Mensch, der hat irgendwie, versteht Peter, gleichst du Kinder? Ja, wir haben einfach verschiedene Gaben. Einige haben Gott andere Gaben gegeben, aber das mir und was andere haben Gott uns auch die Gaben gegeben, mit Kindern arbeiten. So ich gleich sage Kinder, ich habe eine Life für Kinder, ich gleich sage mit Kindern zu arbeiten. So, aber wir wollen von dir nicht von so sehr reden, dass wir wohnen Gaben haben oder so, sondern dort in unserem Welt oder in unserer Umgebung, wo wir sind, dass Kinder wichtig sind. Die sind unsere Zukunft. Die Kinder sind ja bald hier. Sind die nu hier oder sind die unsere Zukunft? Wo wusstest du dort nach, die Kinder sind unsere Zukunft? Bueno, die Kinder sind nicht hier. Die Kinder, die nicht klein sind, die sind hier, damit wir nie lernen. Woran wir reden dann von einer Zukunft, ist dort, wenn ich alt bin, wenn ich 60, 70.000 Jahre bin, dann sie sind das nicht mal meine Generation, die die Welt regieren wollen, dann waren das die jüngere Generation regieren, die wird dann klein werden, wenn ich all ausgewachsen wird, wenn ich all groß wird. Und wenn wir uns nie Zeit nehmen für die Kinder, wenn sie klein sind, dann, wer weiß, das kleine Kind, das ich nie Raum mitgegeben habe, der ist vielleicht nur 30, 40 Jahre der Präsident von uns Land. Einer weiß nicht, was wurde kommen, aber die waren, Herrscher kommen und wir waren langsam rauf. So, dann ist es wichtig, dass wir in Bekleeren all, die golden Weg lernen, dass wir uns Zeit nehmen, zum Ende lernen arbeiten, mit ganz klein, dass wenn sie groß sind, dass sie eine Struktur haben, dass sie wissen, wo das Gehirn ist, wenn wie als große Menschen ans Zeit nehmen, verändern, wenn sie klein werden. Ich habe viele Kinderarbeit gesehen, die all über die letzten 20 Jahre oder mehr, all einzige Kinderarbeit verschiedenste Städte auf der Welt. Vor ein paar Monaten sah ich eine besonders schwere, und wo Zeugnisse verteilt werden, wo zum Beispiel nu al Kinder, die damals wieder in eine evangelisiert waren, die kommen in sehr, sehr arme Familien. Und dann haben die dann al first 20, 25 Jahre uitgeholt. Nu sind diese al älter und haben al ihre eigenen Kinder und wo al eine ganze Generation, ganze Familien geändert worden sind, wenn es für 25 Jahre hat sich einer mal mit einem kleinen Jungen aufgegeben, dass du vielleicht nicht einmal jetzt. Und dann fragen wir uns vielleicht, aber dort sind bloß Kinder, die sind vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber ich glaube, wir brauchen nicht sehr weit in der Bibel kijken. Aber die wichtigste Person in der Bibel, die uns über Kinder lehren hat, und das ist Jesus. Er sagt in Markus 10, Vers 13, und wieder sagt Jesus das. Dann brachten sie die kleinen Kinder nur an, dort er die ab der Hang ableihen soll. Die Jünger aber schulden, also die wieder da, wo die Kinder brachten sie, die schalten dann aus.
Aber als Jesus dort sagt, wie er sehr anzufrieden sieht, lot die kleine Kinder nur mir kommen und hält die nicht träge. Weil so nicht groß je hat das Gottesreich. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Wer dort Gottesreich nicht so abnimmt als ein kleines Kind, wird da niemals hinkommen. Und dann sagt er noch wieder, und er nimmt die Kinder ab seine Arme, an seine Schulter, lädt an die Hänge ab und sehen die. Ich finde das so fein, weil leiftollig Jesus hier ist. Einmal habe ich ein Bild von einem dollen Gott in der Bibel, nicht so, aber wie steht mir auch mal an so selbst. Aber hier ist ein leiftolliger Jesus mit Kindern, wie er umgehen hat. Und ich glaube, Jesus ist das beste Beispiel, was wir uns nehmen können, wo mit Kindern umzugehen. Jake, vertel mal, wo nimmst du die Zeit mit Kindern? Sie, ganz erstens von diesem Tag würde ich noch sagen, weil dort, kleine Kinder sind ein bisschen so aus ein Stein von Gold. Wenn einer nicht fängt, einer nicht nervös, oder fast nervös mal irgendwo mit einem Stein von Gold. Aber zur islamische Zeit, wenn es dort allerdings viel Gold gewesen, dann wurde das Gold einfach genommen worden und dann wurde es beschlagen. Und so ist dort mit Kindern. Die macht, während der Abwasser macht einer die beschlagen oder entbellieren. Aber all wie clean, wenn die ganz clean sind, dann macht wir also sein, als Jesus, mit Jesus in die Uhr die Kinder angehen und sein, dort ist Gold, was du bist. Wenn wir nachher nicht dort ferne Bild sein können, aber dort ist Gold, was du bist und wie sind die, wir uns mal einen Titel nehmen, und beschlagen oder belehren. Belehren hört sich vielleicht besser. Aber das ist sehr wunderbar, wo die Zeit ist. So, und wo sind Beispiele, wo du die mit Kindern nehmen ist? Ich arbeite auch in der Kirche mit Kindern. Ich komme mir an der ganzen Sonderschule, oder ich sehe, das der Übersicht da, was ich da am Kirchen dort, dort die ganze Sonderschule, die Lehrer und die Kinder, dort alles richtig tun dort. Und ich habe über den Titel immer, was ich mag, dort wie für ein bisschen Kirchen tun, ist dort Sonderschularbeit, dort ist für die Frühes. Aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir als Männer ans Zeit nehmen, mit Kindern umgehen. Und gerade in der Kirche. Kinder, wenn die klein sind, die kriegen auch nur Männer. Wo sind Männer und so weiter. Und so weiter, ich glaube, das ist nicht ihr für Kinder. Wenn sie das sehen, dass Männer sich auch aufgeben dann für ihn. So da frage ich mich immer, was zu sein, wenn du Männer in der Kirche in der Sonderschule mitarbeiten dann. Wow. Und du vertellst mir auch eine Geschichte, wo du ein kleines Jungchen warst, wie wird gleich zu barschen mit dir. Woran die Geschichte? Bueno, ich wohne hier auf dem Hof, das ist ein ziemlich großer Hof, und ich bin verantwortlich, da einmal zu barschen, Gras haben. Und die sind hier in der Lied, was hier auf diesem selben Hof wohnen. Sie wohnen hier nicht sehr lang, aber da ein paar Monate. Und sie haben einen ganz kleinen Jungen, der ist mit etwa 1,5 Jahr, 1 Jahr und 8 Monate. Und der kleine Junge, der ist ein Villa. Die hat die Fans, als das nicht Hachelrot ist oder was immer das ist, die kämpfen alle Winkeln. Und der ist sehr aktiv. Dort ist was gut, wenn ein Kind aktiv ist. Aber dann mag ich dort, wenn ich Gras haben will, dann nehme ich auch mit. Und dann mag ich dort, wenn ich mit mir am Gras habe, dann ist es ganz ruhig. Dann checkt die, wo ich da fahren da, und dann checkt die, wo das Gras da stritzen dat, und der ist ganz ruhig, und gleich die Zeit, wo ich komme mit auf den Gras haben, und ich glaube, dort ist ein wichtiger Punkt, dass wir als Männer oder auch wir alles Jungs, die nicht befreit sind oder nicht Kinder haben, dass wir uns Zeit nehmen für seine Kinder aus dort. Und wenn die nicht ein befreiter Mann bist oder eine befreite Frau, und wenn die halt Kinder haben, dort ist sehr wichtig, dass wir von ganz klein an die Kinder an unsere Arbeit mitnehmen dann. Ich weiß, das ist nicht immer passend, wenn wir vielleicht mal bei irgendwas Maschinarie sind, wo das gefährlich ist, dann werden die Kinder nicht biegen, aber wenn das möglich ist, dann werden wir die Kinder immer weiter ein bisschen mitnehmen, oder wenn einer vielleicht einen Dash aufnehmen hat, dann ist vielleicht die kleine 1,5 Jahre jung, und steht, was da ein Stich ist, da wir ihm vielleicht ein paar Köpfe geben, und Leute haben das auch abwaschkamm absaten oder so, dort hat von klein an lernen, dass er als Part von der Arbeit.
En wat is man dan Kuffel 2 bereikt? Is dan te niks te brücken, oder? Na, dann sagen wir das alle okay, und dann wird es vielleicht sogar mit am zu anmerken, wann möglich, oder allein, aber nicht am Uitschalen. Wann Uitschalen dann eben eine gute Weg, aber nicht bloß am sagen, die best überhaupt nicht zu brauchen. Ja, das ist ein Wort, was keinmal soll gebraucht werden für Kinder. Ja, ja. Und nicht für andere Menschen. Ja, aber ich glaube, Kinder ist sehr wichtig, nicht für andere auch nicht, aber sehr witig vind ik glaube, een kind is een sponge wat alles plus abneemt. Dat neemt zoveel ab, dat maakt zoveel leren en dat taalt alles zur Wahrheit. Ja. En wanneer du een kind sagst, du bist nicht zu brücken, du glaubst, du meinst das nicht wirklich so, das ist bloß, wenn du ein Köffel 2 gemerkt hast, aber ein Kind nimmt das aus einer ganz vollen Wahrheit, ich sie wirklich nicht zu brücken. Ja. Das ist halt das Ansehen. Wenn es ein Kind einfach so, der glaubt alles. Jesus sagt ja, du machst so glauben als ein kleines Kind. Ich sage, das hat einen ganz klaren Glauben. Was sagt die Bibel, wenn Kinder zu belehren? Wo redet die Bibel davon? Ja, so in Sprüche 22, Vers 6, da sagt dort, lehr ein Kind den rechten Weg zu gehen. Dann wird er auch dabei bleiben, wenn er alt ist. Und da sei ich, dass so wichtig ist, dass wir von klein an den rechten Weg lernen. Wir weiten dort kleine Kinder, die sein empfunden und wollen den empfunden. Und dort sei ein bisschen von kennenlernen, das ist nicht schlechte Idee, glaube ich. Und ich möchte sehr aufpassen, dass sie nicht bloß dem Tag eher und von sind. Wegen dort, das bin ich nicht sehr leicht. Und dort sie nicht da eher und von sind, zum Beispiel, sind kriegt so eine Dinge wichtig, dass wir in unsere Arbeit mit annehmen dann. Dort wir dann sagen, komm, mein liebes Kind, wir gehen daheim fordern, oder wir gehen Eier uitnehmen, oder wir gehen mit in Garten arbeiten, wir gehen Gurken pflücken, oder was immer deine Arbeit ist. Dort wir in so eine Dinge mit annehmen. Oder ich kann gleich noch Theater spielen, wie als Vater oder Mutter oder irgendwer, wir können gut mit einem spielen, mit einem Tag spielen oder mit dem Pop. So eine Dinge als dort gleichen Kinder. Und dann verjeten sie irgendeine von. Oder nicht irgendeine Putz. Ich würde auch sehr gleich in der Tod sein, vielleicht ein bisschen andere Danke, aber ich bin ein Vorrat und ich würde andere Vorrat auch reden wollen hier. Vielmal denken wir, dass die Kinder ertragen, dass bloß die Mutter abgeben. Und ich muss sagen, das ist nicht so. Das ist auch unsere Abgabe. Und ich weiß, wir haben vielleicht ein bisschen eine andere Rolle an. Aber, weiß ich nicht, wo wir aus meiner gleich einmal einen Tag aufzuhauen von unserer Arbeit, nochmal unser Schein gehen zu lassen, mal verräven und mal vielleicht irgendwas mit unseren Freunden tun, vielleicht ein Churrasco oder das Fleisch backen. Ich glaube, krieg so, können wir offen tun, unsere Frühstück nochmal sagen, weißt du, von dir, wo ich mal ein bisschen mit den Kindern spielen, abpassen. Aber dann, die Frühstück nicht mal sagen, bloß das tun. Und die Kinder waren, das dass je nicht über unsere Früh, die wird sich je live feilen, dass niemals eier waren, wie man das tun. Die möchte ich nicht nach Frau Jake, was würden aufschließende Wort sein, was du ans Tier hast? Bueno, dort würde ich wollen, Psalm 127, Vers 3 lesen. Kinder sind ein Segen von Herrn. Kinder sind ein Geschenk von ihm. Hier sagt dort ein Segen. Und eine andere Sprache, Englisch oder Spanisch, das sind verschieden, in welcher Version wir nennen Kinder, aber du redest von einem Aufgabe. Und hier kommt dort auch Krieg, von was wir reden. Dort ist eine andere Zukunft, nicht so? Und dort passt das Wort Aufgabe nennen. Dort wir können eine gute Aufgabe geben. Ich rede nicht so sehr von Geld, ich rede davon, dort sie von klein an lernen, den rechten Weg zu gehen. Dort wir lernen dann, wo sie zu gehen haben, und dort sie lernen, welche Entscheidungen zu gehen. Vielen Dank, Jake, für das Mitteilen, für das Programm. Ich möchte dir, glaube ich, hier Gottes Segen wünschen. Wenn dir das gefallen hat, teile das mit so vielen Freunden mit uns mailig. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 44 79.
oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.